Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, es geht wieder mal um Kaffee. Ich weiss, ich bin langsam ein bisschen langweilig, aber ich habe ein paar neue Sachen. Einerseits weisse und schwarze Kaffeetassli und da würde ich gerne mit diesen Tassli und eventuell Milch und natürlich Kaffee und weissem Zucker und schwarzen Güezi probieren, verschiedene interessante Bilder zu machen. Was ich ebenfalls neu besorgt habe, sind anstatt schwarzes und weißes Papier so weiße und schwarze PVC-Hintergründe. Ich erhoffe mir, dass die ein bisschen klares Schwarz und Weiß geben. Beim Schwarz bin ich noch gespannt, wie fest es das spiegelt. Das könnte ein Problem sein. Beim Weiß ist das sicher eher ein Vorteil, dass es heller wird. Ich werde die sicher in Zukunft vor allem auch brauchen, wenn ich mit Spritzer arbeiten, also Wasserspritzer, oder ich werde sicher auch mal mit Kaffee- und Milchspritzfotos noch machen und das ist natürlich einfacher und gäbiger als das Papier, das dann irgendwann nass und flotschig wird. Ja, also, schwarz-weisse Kaffeefotos ist das heutige Thema. Wenn dich das interessiert, viel Spass, bleib dran. Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine schwarze und weiße PVC-Unterlage versucht, mit Klebstreifen möglichst flach auf den Tisch zu kleben. Das ist gar nicht so einfach, weil die gerauert waren. Also in Zukunft werde ich die wahrscheinlich versuchen, flach zu lagern, damit es auch nicht so Zeichen drin gibt. Ich habe gemerkt, das Ganze ist recht heikel. Es hat schnell so ein bisschen Flecken und Stäubchen drauf. Also dort sicher einen Hut parat haben. Und je nachdem dann auch in der Nachbearbeitung müssen wir diese Sachen rausstempeln. Als erstes habe ich jetzt hier meine 2 Tassli und probiere einfach einmal die jetzt auf verschiedene Arten hier interessant anzuordnen, noch ohne Kaffee und ohne Milch. Und schauen mal, was da dabei für interessante grafische Bilder entstehen. So, wir nehmen Milch und Kaffee dazu. Milch ist natürlich nicht ganz weiss, sondern so ein bisschen gelblich. Da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen, auch in der Nachbearbeitung. Und der Kaffee ist bei mir natürlich nicht schwarz, sondern hat ein schönes Schäumchen, das bräunlich ist und nicht schwarz. Also schauen wir mal, probieren mal so. Aber ein feines Kaffee hat ja ein Schäumchen und darum fotografieren wir es mal so. Und nicht unbedingt schwarz-weiß, sondern halt braun-schwarz-weiß. Und auch hier suche ich jetzt wieder interessante Winkel und Kombinationen für schöne Fotos zu machen. Ja, du siehst, es funktioniert. Hat ganz interessante Bilder gegeben daraus heraus. Ich finde übrigens mittlerweile beides interessant. Kaffee mit Schäumchen und ohne. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Entweder muss man es stehen oder eine billigere Maschine haben oder Filterkaffee, wenn man kein Schäumchen will. Genau. Aber es hat beides funktioniert. Ja, Fazit.
Da die PVC-Matten finde ich, haben Vor- und Nachteile. Also für so Fotos, wie ich es jetzt heute gemacht habe, ist es nicht zwingend notwendig. Da kannst du problemlos auch einfach weißes und schwarzes Papier nehmen. Ich finde, das Weiße ist ein bisschen heller, weil es einen leichten Glanz hat. Dafür beim Schwarzen ist es eher halt ein Nachteil, weil wir dort gewisse Reflexionen drin haben. Die kann man in Nachbearbeitung ein bisschen rausnehmen, aber ja, oder man könnte mit dem Licht anders fahren. Ich habe das Licht übrigens so, dass ich jetzt hier von oben einfach eine Softbox, eine grosse, die Licht von oben macht, habe installiert. Das würde aber auch mit Fensterlicht funktionieren, muss also nichts Kompliziertes haben. Einfach näher ans Fenster, eventuell mit Reflektoren, mit weißem Papier aufhellen von der anderen Seite. Dann geht es so ohne Blitz oder Durchlicht. Ja, ich werde sicher noch mehr ausprobieren. Da mit diesen Matten werde ich vor allem eben mit Spritzer, mit Bewegung drin, mit Milch und Kaffee, der dann wirklich auch sich bewegt. Dort machen sie sicher Sinn. Aber da mache ich ein neues Video, das wird aufwendig, das alles in eins. Ich will da nicht ewig lange Videos machen. Aber ja, hier ist es wirklich mal so ein bisschen ums Ausprobieren gegangen. Schwarz-Weiß, Kaffee und Milch. Ein paar coole Ideen. Es hat gute Bilder gegeben, die mir sehr gefallen, die man sehr einfach nachmachen kann. Dir viel Spass. Wenn es dir gefallen hat, dann nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.